heute passiert ein Missgeschick, aber ein ziemliches straubes Missgeschick. Uiuiuiuiui, musst hören. Also, der Lulu und der Robby sind schon parat für die Nacht. Wie immer ist es hell draus vom Mond und drinnen eben nicht. Drinnen ist es ziemlich dunkel. Aber der Lulu und der Robby, die haben ja gute Stofftieraugen. Und mit denen sehen sie immer, ob hell oder dunkel. Ja. Und jetzt steht doch da seit Neuestem eben der Tannenbaum auf dem Möbeli oben, mitten im Wohnzimmer. Und der Baum, der ist schön und es hängen schöne, glänzige Sachen dran, voller Pracht. Der Lulu und der Robby schauen ihn an und ihre Augen leuchten. «Schau mal, die Kugeln an, wie die funkeln», sagt der Robby. «Und die Lichter, die sehen aus wie kleine Sterne. Miau, ja, und Krippen da unten. Alles sieht so schön aus. Es ist wirklich zauberhaft. Mega, mega schön, miau, mit diesen Lämpchen.» Die beiden Stofftierchen hüpfen aufgeregt umeinander und bestaunen jede Ecke von dieser neuen Dekoration. Der Lulu entdeckt eine goldige Kugel. Und dort sieht er sich selber drin, wenn er reinschaut. Oh, jetzt macht er Grimassen. Und der Robby sieht den schönen Engel, der auf dem Stall steht und zur Krippe herabschaut. «Hey, schau mal! So ein Tierli ist das auch. Ich weiss zwar nicht, was für eins, aber es sieht schön aus», ruft der Robby und tippt auf das Engeli. «Miau, nicht anlängen, Robby», sagt der Lulu. «Schuss, weisst was? Wenn da etwas passiert.» Aber schon ist es zu spät. Der Robby rutscht aus und fällt gerade gegen den Baum. Und mit dem lauten Kracher kippt der gerade um. Die Kugeln fliegen durch die Luft und der Baum landet krachend auf dem Boden. «Miau! Oh je!» ruft der Lulu und hat sich die Pfoten vor das Maul. «Nein, der Baum!» jammert der Robby und hüpft am Boden neben dem Baum. «Was machen wir jetzt? Nein, nein, nein!» «Miau, nur keine Panik jetzt. Wir bringen den schon wieder rauf.» «Aber wie?» Der Baum ist schon ein bisschen riesig und wir sind eben schon ein bisschen kleine Knirpsen.» «Miau!» Die beiden stehen da und können beide gar nichts sagen. Ich weiss nicht, wie lange die beiden da stehen und einfach nur auf den Baum schauen. Und auf all die Sachen, die da oben runterfallen. Weil es kommt ihnen gerade keine Idee, wie sie das Problem jetzt lösen könnten. «Lulu, ich weiss wirklich nicht. Oh, jetzt habe ich so einen blöden Seich gemacht. Oh nein. Wenn wir jetzt das nicht lösen können. Oh, wenn wir jetzt den Baum nicht mehr raufbringen auf das grosse, hohe Möbel, das 10-mal höher ist als ich. Schau mal, noch mehr. 20-mal höher. Oh nein.» «Miau, wir finden schon eine Lösung. Keine Angst, Robby. Wir brauchen ein Seil», sagt er. «Mit dem fangen wir mal an. Miau.» Und der Robby geht überall durch die Wohnung ein Seil suchen. Und wenn er so etwas Ähnliches gefunden hat, kommt er zurück. Und der Lulu bindet das sofort an die Spitze vom Baum. Und dann klettert er schnell auf das Möbel rauf, was so etwas wie ein Pult ist. «Miau, pass auf, ich ziehe jetzt den Spitz auf einmal da rauf. Miau, ist gut. Und da
du stützt ihn unten. Oh, Lulu, ob ich das kann, das wird dann anstrengend, sagt der Robby und stemmt sich aber tapfer gegen den Baumstamm. Und der Lulu zieht mit aller Kraft an dem Seil. Miau, noch ein bisschen mehr, Robby, noch ein bisschen mehr, miau. Oh, das ist aber schwer. Lulu ist so schwer. Miau, nur noch ein bisschen mehr. Du schaffst es. Und endlich bindet der Lulu jetzt das Seil oben am Möbel richtig fest. Der Baum hängt jetzt total schief in der Luft. Aber immerhin ist er schon ein Stückchen höher. Miau, jetzt brauchen wir noch einen Stuhl, sagt der Lulu weiter. Und zusammen schieben sie einen Stuhl an das Möbel her. Und jetzt kommt die schwerste Arbeit. Jetzt müssen sie den schweren Baumstamm, das untere Teil vom Tannenbaum, auf den Stuhl auflöpfen. Oh, ob sie das echt schaffen. Miau, komm, auf 1, 2, 3, hopp, hü, ruft der Lulu. Und so ein paar Mal probieren sie es. Und mit viel Mühe schaffen sie es endlich, den Baum auf den Stuhl aufzuhieven. Aber der Stuhl wackelt, gefährlich. Und der Robby hebt ihn mit seiner Flosse fest. Miau, nicht loslassen, ruft der Lulu. Ich gehe jetzt da rauf und schiesse dir das Seil ab und dann bindest du den Stamm unten an das Seil. Und dann ziehe ich das rauf. Hast du verstanden? Ja, ich probiere es. Also der Lulu hüpft auf das Pult, wo der Tannenbaum her muss, nimmt das andere Ende vom Seil und schiesst es zum Robby ab. Und der gibt sich so Mühe wie noch nie. Er bindet das Seil jetzt an den Tannenbaumstamm an und macht einen dicken, festen Knüppel. Miau, nicht loslassen, gell? Ist der Knüppel gemacht? Miau. Ja, der Knüppel hebt, du kannst ziehen. Und jetzt zieht der Lulu an dem Seil. Und der Robby stützt von unten. Aber er schafft es nicht allein. Miau, Robby, du musst raufkommen. Du musst mir helfen am Seil ziehen. Sonst allein schaffe ich es nicht. Und der Robby hüpft auf das Pult. Und jetzt ziehen sie zusammen an dem Seil. Hau, Rock! Hau, Rock! Miau, es geht, schau, er bewegt sich. Hau, Rock! Hau, Rock! Ja, hast du gesehen, schon ein bisschen mehr. Wir sind die Besten. Hau, Rock! Hau, Rock! Und so weiter und so fort. Es ist eine riesige Anstrengung, bis der Baum endlich wieder auf dem Möbel oben ist. So, und jetzt müssen sie ihn nur noch aufstellen. Miau, das schaffen wir jetzt auch noch. Wenn wir ihn so hoch haben aufgeschleift, dann können wir ihn auch noch aufstellen. Und mit den allerletzten Kräften stellen sie jetzt den Baum wieder auf. Puh, das war eine Kraftaktion hier, Lulu. Nicht, dass es das noch einmal passiert. Miau. Ja, gescheiter nicht. Ei. Aber der Baum ist ein bisschen schief, hast du gesehen? Miau, das sieht doch keiner, sagt der Lulu schnell. Und hüpft runter, für alle die Kugeln und alle die Dekorationen zusammenzulesen. Miau, wir hatten Höllenschwenk, dass nichts kaputt ist gegangen. Hast du gesehen? Alle Kugeln sind noch ganz und alle Sachen. Und jetzt sammeln sie schnell alle die schönen Sachen ein, die Dekoration von dem Baum. Und auch die Lämpchen müssen sie wieder gerade richten. Und das finden sie jetzt gerade schön, weil jetzt können sie auch mal den Tannenbaum schmücken. Das haben sie nämlich noch nie können. Miau,
das ist ja schön. Jetzt dürfen wir auch mal die Kugel aufhängen. Bis jetzt haben wir immer nur zuschauen. Miau. Ja, gell? Das war doch eine ganz gute Idee, mal den Baum von oben runter zu fallen, oder? Findest du schon? Miau. Also, Robby, das finde ich dann nicht so lustig. Noch einmal wollte ich das nicht machen, gell? Nein, Lulu, merci, dass du mir hast geholfen hast, alles wieder schön zu machen. Allein hätte ich das nie geschafft. Und sie umarmen sich und klopfen sich gegenseitig auf die Schultern. Und wissen, wie gut sie es doch zusammen haben. Dass sie einander haben, dass sie einander immer helfen. Und dass keiner von diesen beiden alleine ist. Und endlich sind sie fertig und lesen noch die allerletzten Sachen auf, stellen noch das Kamel wieder gerade, das war nämlich auch umgekehrt. Alle Könige müssen auch wieder an ihren Platz zurück. Und am kleinen Krippli ist zum Glück nichts passiert. Das steht immer noch gleich wie vorher da. Und als sie endlich fertig sind, sie sind erschöpft und fallen in ihre Küsse. Und der Robby funkelt verschmitzt. Lulu, was meinst du? Wir könnten doch mal einen richtig schönen Freudentanz machen. Der Lulu grinset und schüttelt den Kopf. Ja, Robby, aber nicht mehr heute. Miau. Ein anderes Mal, gell? Und der Baum, der bleibt jetzt, wo er ist. Hast du gehört? Ja, sicher. Die beiden lachen laut, kuscheln sich ein und schauen den schief, aber strahlenden Baum an. Es ist nicht perfekt geworden, aber genau das macht den Moment auch so wunderbar. Und bevor sie noch lange darüber nachdenken können, fallen die Augen zu, weil sie so müde sind von diesem Kraftakt und schlafen dann schlussendlich friedlich ein.